Es ist mir halt mega schlecht geworden und mir ist es halt jetzt immer noch mega schlecht. Also es sind 3 Klassen, die gegeneinander antreten. Herisau, Appenzell und St. Gallen. Du musst mit der ganzen Klasse verschiedene Challenges machen. Und das Ziel ist eigentlich, so möglichst viele Sterne zu haben. Die 3 Klassen spielen eben immer um den Sieg. Jede Runde. Es gibt eine Übernachtung im Telliwalter Zoo, wenn man gewinnt, mit der ganzen Klasse. Also es lohnt sich zum Gewinnen. Ja. Da stärkt halt die Zusammenarbeit und es macht allgemein sehr viel Spaß. Es ist halt sehr aufregend. Wirklich sehr aufregend und spannend und eben immer lustig. Ja. Für dich auch, oder? Ja, nein, schon, ja. Challenges spielen bis zum geht nicht mehr. Schön bist du bei SRF Kids Next Level. Da läuft viel so da bei uns, Orlando. Wie läuft es bei euch bis jetzt? Also bei uns läuft es bisher sehr gut. Ja, und wir hoffen einfach, wir kommen ins Finale. Ja, und im Moment sind wir ja auch auf Platz 1. Das ist geschmeidig, würde ich sagen. Du spielst jetzt dann auch gerade mit bei unserer nächsten Challenge. Wie ist das Gefühl so kurz vorher? Es ist spannend. Man hat ein bisschen auch Angst, wenn man verliert oder ja. Also auch ein bisschen grosser Druck, meinst du? Ja. Sind wir ready für die nächste Challenge? Zeigen wir mal schnell, wie fest. Yeah! Also ich weiss nicht, wie gut du hast mit deinen Augen. Meine Augen sind nicht so gut. Normalerweise habe ich eine Brille an. Aber um die guten Augen geht es jetzt. Das ist unsere nächste Challenge. Adlerauge. Die nächste Challenge heisst Adlerauge. Bei dieser Challenge müssen Kinder halt von jeder Klasse aus Tüchern und aus Bauchklötzen So eine Form legen, du ziehst halt so ein Zettel. Und nachher sieht man halt da wo drauf steht, und nachher muss man da legen. Da wird dann mit einer Drohne von oben halt gefilmt. Die anderen Teams sind in diesem Raum. Also 3 von jeder Klasse. Das Bild von der Drohne wird ins Klassenzimmer gestreamt. Den siehst du von oben, so aus der Vogelperspektive. Und wir müssen dann halt sagen, was die zeichnet und halt den besseren, wenn wir es wissen. Und dann sagen. Und dann, wenn es halt richtig ist, bekommen wir mal einen Punkt über. Und wenn es falsch ist, sind wir halt draussen. Welche Klasse hat das beste Vorstellungsvermögen? Ist es die Klasse von Appenzell, von St. Gallen oder die von Herisau? Wir schauen mit unseren Adlersaugen. Wobei, ich gehe jetzt rein zu denen, die nachher röteln müssen. So, ich hoffe, ihr habt eure Adleraugen montiert. Lorin, das hat ja viel mit Vorstellungsvermögen zu tun, das, was ihr jetzt herausfinden müsst. Wie gut ist dein Vorstellungsvermögen? Ja, also ich hoffe, es ist genug gut. Ja, das wäre noch wichtig, he? Ja. Ich könnte ja auch helfen, wenn man gut ist im Zeichnungsunterricht. Noina, wie steht es da bei dir? Ja, es geht. Also ich bin jetzt nicht die Beste im Zeichnen. Dann ist es eigentlich gut. Sind deine Gespönchen draus und du musst einfach herausfinden. St. Gallen, bei euch wäre es wichtig, dass ihr ein bisschen Gutzi geben bei dieser Challenge. Selena, wie fest vertraust du deinen Gespönchen draussen, dass sie das richtig gut machen? Ich vertraue ihnen auch. Also, ja. Das ist Team Spirit. Wir schauen, wie gut das die anderen zeichnen, und zwar genau jetzt. Los geht's mit der Adlerauge-Challenge. Du daheim darfst übrigens auch sehr gerne mitröteln, wenn du Lust hast, was hier mit diesen Tüchern und den Bausteinen auf den Boden gezeichnet wird. Scheiße. Das ist gar nicht so einfach, wenn man dort unten steht. Man hat nämlich nicht so einen guten Blick, wie wir hier, von oben. St. Gallen wagt der Erste. Ein Äpfel. Falsch. Ihr seid aus. Ihr dürft weiterröteln. Hat leider nicht recht gehabt, der Leon. Und hat mal billig gekauft. Punkt für Appenzell. Absolut richtig, dass du das schon erkennst. Also, Punkt für Appenzell. Ja, ein guter Versuch von Maurus. Also, das gibt den ersten Punkt für Appenzell. Und wir kommen zum nächsten Begriff. Das ist so einrollen. Also es hat nebendran wie einen Bildschirm gehabt, und also eine Drohne war halt oben im Bild gesehen, die halt abgefilmt hat, und dann hat man auf dem Bildschirm schauen, wann man lädt. Und dann hat halt jemand so ein bisschen Anweisungen gegeben. So. Ja, der Bildschirm hilft dann schon, weil eben, das ist nicht so einfach, wenn man dort unten steht. Oh, Ui, St. Gallen. Schneck. Korrekt. Ja. Punkt für St. Gallen. Ein Schneck, das ist zackig gegangen. Also ehrlich gesagt, wie hast du das erkannt? Also da ist Hüsli, also zuerst so der Schneck, nachher das Hüsli und das Hüsli wieder abbauen, und dann habe ich gedacht, weil es falsch positioniert war, und dann habe ich es gemerkt. Verreckt. Super gemacht, Leon. Ja.
Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Begriff. Weiter geht's. Und zur Erinnerung, der Begriff haben die Schülerinnen und Schüler erst gerade bekommen über ein Kärtchen. Der Begriff, den sie jetzt also auf den Boden zeichnen müssen. Eine Uhr. Eine Uhr, hast du gesagt, das ist korrekt. Ein Punkt für Herisau. Ja, es ist spannend. Wie viele Begriffe hast du daheim schon herausgefunden? Das nächste Bild wird gezeichnet. Und wir haben halt nicht ganz so viel drauf geschaut, wir haben einfach gemacht. Dann hat jeder einfach selber kurz schauen und hat gesagt, ja, da ein bisschen spitziger oder so. Ja. Also was machen wir jetzt? Gut. Pizzastückchen. Korrekt. Eine Pizza haben sie da gemacht. Vielleicht gibt es noch etwas oben drauf. Ein bisschen Ananas, ein bisschen Oliven, was auch immer. Ich nehme noch ein bisschen Kapern drauf. Es hat, wenn man zugeschaut hat, hat es recht einfach ausgesehen, aber es ist dann doch noch recht schwierig gewesen, zum Ball zu liegen. Und, ja. Zum Glück gibt es den Bildschirm noch an der Seite, wo sie schauen können, wie das dann eben aussieht. Von hier oben, von der Vogelperspektive aus. Regenwolke? Korrekt. Eine Wolke. Mit Regentropfen sogar. He? Mhm. Sehr gut, Lorin. Punkt geholt für Herisau. Yes, könnt ihr durchaus euch freuen. Mhm. Der Lorin hat den Punkt geholt für Herisau. Appenzell ist wieder am Bauen. Was busket es draussen, was mögelt es? Das ist eine gute Frage. Hast du eine Idee? Ui, der Leon versucht es. Eine Tanne. Falsch. St. Gallen aus. Ihr könnt es weiter versuchen. Aber es sieht schon ein bisschen aus wie ein Baum, nicht? Was ist das nur? Ein Wald mit Flügelpilz. Guter Versuch. Und es stimmt. Sehr schön. Es ist ein Wald. Super, Punkt gehabt für Appenzell. Also ich muss sagen, bis jetzt machen sie es super draussen. Man hat es immer relativ schnell erkannt, was sie hier malen wollten. Jetzt bin ich gespannt, wer den ersten Punkt holt. Ein Giraffe. Korrekt. Punkt für Appenzell. Ein Giraffe. Mit einem langen Hals. Oder an was hast du es erkannt? Ja, also an der Farbe und einfach den langen Hals. Ah, haben sie gut gezeichnet, muss ich sagen. Lustige Beine hat der Giraffe. Aber ist gut. Also wir hatten einen Giraffe und das war am schwierigsten. Wir haben zuerst den Körper gemacht und dann haben wir gemerkt, dass wir nicht ganz checken, ob es ein Giraffe ist oder irgendwie ein Pferd oder so. Und dann haben wir einfach einen ganz, ganz langen Hals gemacht und dann ist es dann gegangen. Ja, dann. Wir sind beim nächsten Begriff. Viele nehmen Tücher, Bausteine werden nicht so viel gebraucht. Der Leon hat gebuzzert. Und du sagst? 70 kann ich sagen. Falsch, ihr seid aus. Wir dürfen weiter buzzern. Appenzell oder Herisau, wer holt sich den Punkt? Ich habe eine Idee. Und du? So in X. Aber der ist zu lang. Ein Scher. Korrekt, Chengfeng. Das gibt ein Punkt für Herisau. Die letzte Zeichnung. Wer holt sich den Punkt noch? St. Gallen, Appenzell oder Herisau? Ein Begriff noch. Da. Was wird hier gezeichnet? Ja, mach du. Ein Zug. Korrekt, richtig. St. Gallen holt sich den letzten Punkt. Yes, sehr gut gemacht. Ein Zug zeichnet sie da. Respekt, dass du das gerade so schnell erkannt hast.
Fleissig gezeichnet haben sie draussen und fleissig herausgefunden haben sie da rein. Haben richtig gut gemacht. Jetzt wollen wir natürlich schon wissen, wie viele Sterne gibt es für die Challenge, für die Adleraugen, die wir hier hatten. Appenzell erratet am meisten Begriff und bekommt für das 9 Sterne. Herisau holt sich den 2. Platz und damit 6 Sterne. Und St. Gallen, erneut auf dem 3. Platz, bekommt 3 Sterne. Also, wir haben gewonnen und es war recht lustig und wir haben eigentlich ganz gut erkannt, wer das ist. Mir geht es auch wieder besser, weil ja, es war schon ein eine Enttäuschung, dass wir hier wieder eine Niederlage hatten, weil wir vorher ja immer erst waren und ja, ist es wieder besser. Also ich finde, wir haben es gut gemacht, aber auch nicht so, weil die anderen sind immer so ein bisschen schneller wieder mir waren. St. Gallen hat ja bis jetzt jede Challenge verloren, außer einmal sind sie auf den 2. Platz geworden. Also, und deswegen, weiter als die, darf man jetzt einfach nicht fallen und dann geht das. So, fertig, Adleraugen. Jetzt gehen wir zur anderen. Das war jetzt eine kreative Challenge. Ziemlich cool. Fast ein bisschen wie im Zeichnungsunterricht. Ja. Kreativ bleibt es auch in unserer nächsten Challenge. Was denkt ihr, wenn ich sage, jetzt wird es grusig? Habt ihr eine Idee? Ja, Gesichter sind auch schon. Ja, das ist unsere Gruselküche. Wir ziehen die Chance an und gehen ab in die Küche. Die nächste Challenge heisst Gruselkoche. Es gibt so wie 2 Teams. Also ich koche, also ich muss dann Zutaten verschiedene halt in einen Mixtopf tun. Man kann 7 Zutaten rein tun. Den Trank macht man für eine andere Klasse. Und die anderen 3 dann es nachher probieren und müssen erraten, was das in dem Trank drin ist. Und wir haben einfach so eine Tafel und nachher hat es da eben 30 Zutaten. Man darf maximal 12 Zutaten aufschreiben, was dort drin ist. Die dann stimmen, halt jede, die stimmt, gibt dann halt einen Punkt. Die richtigen Kleider sind montiert. Jetzt geht es ab an den Mixer. Ich sehe hier Schoki, Rande, Chili. Könnte unter Umständen noch scharf werden, je nachdem, für was sich unsere Teams entscheiden. Hauptsache, es wird möglichst grusig und ganz, ganz schwierig zu herausfinden. Sind ihr ready? Na, dann würde ich sagen, los! Habe ich sie vielleicht auf eine Fährte gelockt? Auch da steht Ingwer und Chili. Nein, ich mach's. Ribali. Aber ihr habt ehrlich Bock, um das selber zu essen? Man fühlt sich gerade so komisch an. Ja, unbedingt. Marshmallow. Zum Scharfen kommt dann noch ein bisschen sauer dazu, Zitronensaft. Könnte schon noch spannend werden mit diesen Drinks. Weh, Fenkel. Oh Gott, weh, was ist das? Also, ehrlich gesagt, es stinkt jetzt schon, es ist noch nicht mal gemixt. Die Zeit läuft, 30 Sekunden noch. Und Stift fertiglegen, fertig. 3, 2, 1. Was hat es denn alles drin? Könnt ihr schnell erzählen? Chili, Brotaufstrich, Knoblauch, Biberli, Sojasauce, Dill und Essgurke. Das ist ziemlich eklig geworden und ich glaube, niemand hätte den wirklich probieren. Was ist das, Braune? Haben Sie da noch Geissenböllchen drin, oder? Was ist es? Rote Bohnen. Ah, rote Bohnen. Also schmeckt das wirklich nicht gut. Mal schauen, wie er aussieht. He? Scharf. Ja, es war lustig. Aber es war, glaube ich, sehr scharf. Ja. Also ich sehe Marshmallow schmecken tue ich vor allem Peperoni. Spannender Mix. Auf was haben Sie geschaut? Also unser Ziel ist, dass es die anderen eigentlich nicht gut herausfinden. Halt. Wir haben die Sachen genommen, die man nicht so gut rausschmecken. Ui, also die Konsistenz richtig grusig. Boah.
Es riecht richtig sauer in der Nase. Also, die Schärfe ist eigentlich gegangen, aber der Geschmack war halt mega gross. So, Sie haben Ihren Job gemacht. Jetzt geht es ans Herausfinden. Ich bin gespannt, wie das die anderen so trinken und finden und vor allem, wie viel sie herausfinden. Ich bin wirklich froh, dass ich das nicht mache. St. Gallen hat gemixt. Sie sind voll dran, haben es schwierig gemacht, kann ich euch sagen. 2 Minuten Zeit, um Zutaten aufzuschreiben und probieren. Hat es wo jetzt Ingwer? Ja, Ingwer. Stangensellerie. Chili, Stangensellerie. Gurke, ich schmecke auch Essiggurke. Gute Essiggurke. Wieso hast du so gehustet? Scharf. Und 30 Sekunden ab jetzt noch. Knoblauch. Wir machen das gut. 10, Mach einfach 9, zu. Ja, und Kaschweiß. 7, 6, Kaschweiß. 5, Kaschweiß. 4, Schreib einfach Kaschweiß. 2, 1, stopp! Und sie haben die ganze Tafel ausgefüllt. Grandios! Ja, jetzt noch einen Schluck Milch, damit das ein bisschen weniger scharf wird in euch drin. Ja, und dann kann Herisau den Trink von eurem Team probieren. Mal schauen, ob der auch so grusig ist. Willkommen in der Gruselküche. Der stinkt ziemlich. Viel Spass. Ihr dürft es probieren. Ihr habt 2 Minuten Zeit und dann schreibt ihr so viel wie möglich auf, was ihr hier seht. Ab jetzt. Aufregend. Das ist geil. Geil! Wieso? Ich mag ihn. Er ist scharf. Er ist fetzig scharf. Also denkt dran, es hat hier Zutaten. Ihr müsst aufschreiben, so viel wie möglich. Chili. Er ist fetzig scharf. Also, als ich es probiert habe, haben wir ja einen Schluck genommen und es war wirklich groß. Und mir ist auch schon etwas aufgekommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ingwer drin ist. Ja, es ist scharf. Schreib Ingwer auf. Das ist auch scharf. Schreib Ingwer. Die Hälfte von eurer Zeit ist vorbei. Ihr habt erst 3 Zutaten drauf. Macht vorwärts. Alles auf. Schreib Knoblauch. Was ist da? Knoblauch. Das ist Kiwi, glaube ich. Kiwi habe ich schon. Knoblauch. Okay. Finkel. Rote Bohnen. Das schmeckt nach Bohnen irgendwie. Egal. 10 Sekunden. Schreib auch noch den Kaffee. 10, 9, 8, 7, Hast du Ingwer? 6, Avocado. 5, 4, 3, 2, 1. Und da wird ein bisschen am Boden gespuddert. Also, da. Erzähl. Es ist ein Stückchen Kuchen. Und nach was schmeckt es? Scharf. Nach scharf. Okay, also ihr habt 11 Zutaten aufgeschrieben. Und jetzt kann die letzte Klasse probieren. Team Nummer 3, das darf probieren. Hallo. Getraut ihr euch? Ja. Oh, gut. In dem Fall würde ich sagen 2 Minuten Zeit. Los geht's. Alles, was neu in den Sinn kommt. Bitte. Bitter. Fenkel, das erste, was ihr rausschmeckt. Spannend. Das wäre. Ja, ganz klar Chili. Oliven. Ich glaube Oliven. 3, 2, 1 und Stift weglegen. Fertig. 10 Zutaten, für die hat es gelangt. Du machst scharf. So scharf. Und Bitter. sonst? Und bitter und Sachen, also die Zutaten haben sich nicht zusammengepasst. Wir auflösen, wir holen alle rein. Wir wollen natürlich jetzt wissen, was drin war. Also, dann schauen wir doch da mal schauen, was ihr aufgeschrieben habt und was davon stimmt. 1, 2, 3, 4, 5 richtige Sachen. Ja, der Ingwer, Chili, Zitrone, Marshmallow und Kiwi haben ihr richtig rausgeschmeckt. 5, ich finde, das ist recht gut so auf meinen ersten Blick. Was meinst du? Ja, schon. Eben gut. Oder wie ist euer Gefühl? Ja, nein, eben gut. Ja. Ja, also vielleicht brauchen wir einen Vergleich. He? Also, was haben wir bei Herisau richtig gehabt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie haben euch also schon mal geschlagen. He? Chili, Ingwer, Knoblauch, Fenkel, Bohnen. Biberli. Was denkt ihr, 6? Gut. Sind wir zufrieden mit der Leistung? Ja. Mal schauen, wie gut es St. Gallen gemacht hat. Sind ihr ready, um zu schauen, wie es bei euch ist? Oh. 3 richtige.
Was ist passiert? Keine Ahnung. Vielleicht haben wir es einfach falsch rausgeschmeckt. Der Knoblauch, die Chili und die Essiggurke, die haben gestorben. So sieht es also aus bei unseren 3 Teams. Was ihr ja noch nicht wisst, so ein Extra-Stern wäre vielleicht noch lässig, oder? Aber den gibt es nur pro Team, wenn ihr, die gemixt habt und genau wisst, was drin ist, wie grusig das ist, wenn ihr euren eigenen Drink trinkt. Wer getraut sich, diesen Extra-Stern zu holen? Maylin getraut sich. Oh, Katrin opfert sich auch. Also ich sehe nicht, Maylin, Katrin und der Guy opfern sich. He? Mach einfach alles ab. Schnell. Super, Guy. Ja, super. Schön. Okay, der Guy war der Schnellste. Okay, Herisau. Oh, St. Gallen hat einen Extra-Stern geholt. Das gibt einen Extra-Stern für alle Teams. Es ist mir halt mega schlecht geworden und mir ist es halt jetzt immer noch mega schlecht. Alle haben ihren Extra-Stern geholt. Ich weiss nicht, ob ich mich getraut hätte zu trinken. Streng gewesen, hä? Ja, aber fürs Team macht man noch vieles. Schauen wir mal auf unsere Sternverteilung für die Challenge, für die Gruselküche. Herisau holt den ersten Platz und mit dem Extrastern insgesamt 10 Sterne. Der zweite Platz geholt hat Appenzell 6 Sterne plus ein Extrastern, macht alles in allem 7 Sterne. Und die Klasse aus St. Gallen ist wieder auf Platz 3. Zusammen mit dem Extrastern kommt sie auf 4 Sterne. Wir haben gewonnen, weil die da ziemlich gut erraten haben und weil ich und der Guy ziemlich gruselig gekocht haben und die es nicht erraten haben. Zeit, um auf die Gesamtrangliste zu schauen nach diesen 2 Challenges in diesem Level. St. Gallen hinkt immer noch hinterher und ist mit insgesamt 13 Sternen immer noch auf dem 3. Platz. Appenzell festigt den 2. Rang und hat jetzt 24 Sterne auf dem Konto. Und zwar noch knapp, aber nach wie vor an der Spitze ist die Klasse aus Herisau mit 26 Sternen. Zurück in der Arena, zurück bei unserem Hauptpreis. Ja, die Klasse, die gönnt hier bei SRF Kids Next Level, die gönnt schliesslich das Nachtschwärmerprogramm vom Walter Zoo. Das Nachtessen am Feuer, in der Nacht eine Führung durch den Zoo und dann Fusen im Tipi und am nächsten Morgen auch noch in den Kulissen vom Zoo schauen. Ziemlich cool. Dazu natürlich unseren Pokal und eben der Herzigkeit. Lohnt sich, gut Zeit zu geben, hier bei uns, auch in unserem nächsten Level. Und in diesem Level wird es so richtig heiß und nass. In der Challenge von 0 auf 100 sammeln wir Wasser und bringen es auf ein Feuer zum Kochen. Für mich ist es mir richtig heiß geworden. Ab und zu musste ich einfach ein bisschen wegstehen. Schafft es, St. Gallen aufzuholen oder zieht eines der beiden Appenzell davon? Du erfährst es in der nächsten Folge. Alle Folgen schaust du auf srfkids.ch oder YouTube SRF Kids.